Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig in dem Herzschlagraum. Was gibt's dann hier? Da kann man nichts machen. Sieht so aus, als hätten wir keine Möglichkeit, es aufzumachen. Wir kommen später wieder. Alles klar, dann war der ganze Stress grad. Okay. Dann will ich aber sagen, wir machen die Zeitverschiebung hier weiter. Beschleunigen die Zeit. Und wir brauchen... müssen wir ganz schön lang machen jetzt. Bis wir das auf 6 Uhr gestellt haben. Aber das kriegen wir hier. Altes Volk, Langweiler. Also wenn die Cetra wirklich so einen Njam-Njam-Geist darstellen, finde ich das schon etwas bedenklich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich wollte nicht als Geist so rumirren und die ganze Zeit nur Njam-Njam sagen. Okay, geht weiter. Okay, da müssen wir tatsächlich hier bei 6 Uhr rein. Und der Njam-Njam ist hier wieder unterwegs. Njam-Njam-Geist, Höhle, Wicht. Okay, da kommen wir nicht durch. So, wo gehe ich jetzt hier? Ganz links gehe ich rein. Okay. Dürft man hier kriege hoch. Ihr wurde was gesagt, aber es war zu schnell weg. Jetzt ist er in den Reihe verschwunden. Panzerfaust. Das könnte wahrscheinlich zu tief. Ich mache jetzt hier mal die Zufallskämpfe aus. Jetzt ist er in der... Oh! Jetzt ist er da ohne Reihe. Okay. Das können wir doch auch hier, oder? X eine Ebene nach unten springen. Natürlich können wir das. So wird das gemacht. So. Was du kannst, kann ich. Ach du bärtiger Njam-Njam-Geist. Okay, du ohne. Das schaffen wir auch. Ah, okay, da müssen wir doch tatsächlich Ebene noch ohne springen. Es geht nur ganz links, wie es aussieht. Und du geh mal hier. So. Und wie schaut's aus? Wir sind nett begegnet. Fühlt sich wohl sehr sicher. Der Njam-Njam. Und jetzt do hinterher. So. Du knottelt da wieder vor sich hier und hupst do rein und do in den Zwetter von links. Und do geh mal hier. So, was machst du jetzt? Okay. Oh, den Trick kann ich glaube ich nicht. Den kann ich, glaube ich, echt nicht, den Trick. Okay. Können wir hochspringen? Nee, den Trick können wir tatsächlich nicht. Ey. In den können man aber folgen. Das geht noch. Ich darf nur... ich muss nur aufpassen, damit in die Quere zu kommen. Und nicht umzurennen, glaube ich. So, jetzt ist er da ohne Reihe. Und do over hoch. Do Reihe. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach nur folgen muss oder ob ich ihn über den Haufen rennen muss. So. Wir probieren es einfach mal, ihn über den Haufen zu rennen. Ich muss auch, hätte mir auch merken sollen, wo was hinführt. Kommt mit der Nummer raus? Vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Nee. Mist. Jetzt ist er durchgelatscht. Ich kann es nicht sagen. Mist, 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 Mist. Okay. Und der führt wo hier? Ich kann es gar nicht sagen, wo der hier führt. Ah, Ende daneben. Mist, hätte ich ihn erwischt. Und der da... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der hinführt. Der führt vielleicht dort hier, oder? Ja, ich habe ihn erwischt. Tür geöffnet. Na Allah, ich habe ihn gekriegt. Ja, schlafe, schlafe. Ausruhen. H4 und MP wiederhergestellt. Schlafe, schlafe. Speichern. Großartig. Also ihr kennt nicht nur Njam-Njam, sondern auch Schlafe, schlafe Sache. Alles klar, wissen wir Bescheid. Ja, wir hätten ihm nicht einfach nur hinterher rennen müssen, sondern tatsächlich durch die verlinkte Höhle-Systeme über den Haufen rennen müssen. Ah, jetzt sind wir bei dem Hieroglyphenraum.
Das ist das Saal mit der Wandmalerei. Wo bist du, Sephiroth? Oh, kommt sein Geist zumindest. Und was hat er zur Sache, der? So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Oh oh, das klingt aber nicht so gut. Da ist er wieder. Großartig. Und? Er hebt das Schwert. Ein Raum voller Wasser. Ich verstehe nicht, was du sagst. Wieder verschwunden. Da ist er wieder. Der Meteor da hinten an der Wand. Sieh genau hier. Wo hier? Das, was das Wissen vom alten Volk mehrt. Ich wär eins mit dem Planet. Uah, das ist gruselig, wenn der so zuckt. Mama, gleich ist es soweit. Wenn er so zuckend lacht, bald wär mal eins. Ist das jetzt wirklich? Willi weiß, gedenksten eins mit dem Planet zu werden. Es ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunde zu heilen. Wie viel Energie sich sammelt, richtet sich noch im Ausmaß von der Verletzung. Es wird bei einer Verletzung passieren, die für den Planet lebensgefährlich ist. Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammelt. Und ich werde mit in der Wunde stecken. Die grenzenlose Energie wird mir kehren, indem ich mit der gesamten Energie vom Planet verschmelze, welches in einer neuen Lebensform, in einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planet vereinen und nie mehr in meiner bisherigen Form existiere. So werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Verletzung, die ausreicht, den Planet zu zerstören, den Planet verletze? Guckt nur das Wandbild an, der ultimative Zerstörungszauber. Meteor. Das wird niemals geschehen. Wach auf! Wo bist du, Sephiroth? Bartwolk. Ja, wir haben es an der Wand gesehen, an der Wandmalerei. Da ist es nochmal abgebildet. Cetra, oh Gott, jetzt zuckt die Cloud, ach so. Wolk! Jetzt zuckt der aber auch gewaltig. Was zum Teufel geht denn ja vor? Oh, dem stimmt an, ihm gerade alles, sehe ich. Schwarze Materie. Meteor, Rufe. Wolk, reiß dich zusammen. Wolk, ich bin Wolk. Wie soll ich... Oh oh, hat auch so einen kleinen Persönlichkeitsstörungsmoment, der gute Wolkerich. Ich erinnere mich jetzt. Wolk. Was ist denn los? Stimmt was nicht? Nee, alles klar, mach dir keine Sorge. Okay, Wolk, los. Ja, Sid hätte es wahrscheinlich ehrlich gesagt. Sephiroth ist fort. Keine Sorge, ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Das kapiere ich nicht, verliere bis zum Himmel. Will ich nichts vorher. Also Zauber, wie der Sephiroth gesagt hat. Ultimative Angriffszauber, Meteor. Durch den Zauber werden kleine treibende Asteroide eingefangen. Und dann kracht's, der Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Sephiroth. Ja, ich meine, was bringt's denn? Nee, ich bin's nicht. Aber irgendjemand anderes. Mit der Stimme vom Sephiroth. Fetter Drache. Hey, fetter Drache. Du bist der roter Drache, alles klar. Hauch des roten Drachen. Da, 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 da. Sid Limit Technik. Wir machen mal auf uns alle Hast. Da, 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 da.
Und schlitzen mal sein Dracheschenkel auf. Jawohl, 1949. Gutes Jahr auch für Deutschland gewesen, 1949. Und dann machen wir einen Megasprung. Und die Wolk, die heilt wie Sau. So, fetz mal in der Reihe. Dragona Sid. Zack. Ich warte nur auf seine weitere Limit-Attacke. 1441. Hauch des roten Drachen. Ich glaube, das könnte ihn vernichten. Ja. Hat ihn tatsächlich abgemurkst. Das war nicht gut. Schauen wir mal Lever. Für das Sid war der Zauber eigentlich gedacht. Dann muss es halt doch so sein. Hey, ich kenn schon wohl aufhören nicht und das Sid ständig zu. Das ist ja furchtbar. Lever. Mann, Mistvieh. So, irgendwann hört's aber am auf. Dann machen wir bei dir Vieh vielleicht mal Demi-Reihe. Eris, du haltst jetzt mal unseren Sidorino mit... Nein, mit dem Drache! Mist, ich hab außersehen auf dem Drache so ein Scheiß. Okay, oh, 6800, das gibt's doch gar nicht. Okay, Mist, das war... So schnell kann es passieren, wenn man den Gegner außersehen A wählt. Hauch des roten Drachen. Dann kriegst du das mal. Oh, natürlich. Sie ist tot. Oh, scheiße. Das wird heftig, der Kampf hier. Elixier. Heilst dich jetzt mal selber, Sid. Och, Mensch. Phönix fährt da mal wieder. So, ich hoffe, wir halten das mal eine Runde lang durch. Und dann kommt hier Heilung auf uns alle. So, ich hoffe, der Cloud darf noch vorm roten Drache angreifen. Das wäre echt hässlich sonst. Jetzt gibt's was auf der Lashing. So, weil ich will den Kampf unbedingt schaffen. Sonst hätten wir viel noch zu holen. Wir haben das letzte Mal an einer weit entfernten Stelle gespeichert, wie ich merke. Hopp, bitte. Nein, Mann! Mist! Der haut aber auch ganz schön rein, der Knaber. Okay, Eris, du musst wieder das Sidorino heilen. Und Volk verliert was. Ach Mist, jetzt auf sich? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe wieder mit auf alle gerechnet. Hauch des roten Drachen. Fetzt es die Eris ganz tot? Nee. Aber die Eris macht jetzt gefälligst mal heilender Wind. Und das Sid raubt jetzt endlich mal von dem Bursche. So, ich hoffe, das reicht wenigstens, um was zu überstehen. Okay. Ein Angriff könnte er noch überstehen. Nichts zu stehlen. Okay, der hat nichts. Volk, heil uns mal alle. Boah, Mann, der fetzt aber richtig fies rein, der Knaber. Okay, dann fetzen mal Bebe auf die Schnauze. Und Sid, du machst jetzt mal Eis 2 auf den Kerl. Volk, du haust mal richtig auf die Kacke drauf. Hauch des roten Drachen. Die Eris. Wow, Manometer. Und Eris, heil uns alle. Okay, das Eis 2 bringt auch nicht so viel. Ich glaube, du bringt's mehr, wenn ich normal A greife. Ja, das ist mal wieder ein richtig heftiger Bosskampf. Ich merke echt, wie das aussieht, wenn ich halt wirklich nicht die Zufallskämpfe mitnehme. Ich sollte das definitiv mehr machen. Okay, Volk, du heilst die ganze Mannschaft und Sid, du haust mal drauf. Und du rotscht nochmal eine Bebe drauf. So. Okay. Also der Hauch des roten Drachen macht dem Cloud nichts aus, weil er den Feuerring trägt und dann gegen Feuerzauber und so immun ist. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Sid, hau nochmal drauf. Jawohl, die zwei machen richtig gut Schaden. Und die Eris, die macht, würde ich sagen, hascht auf die ganze Mannschaft wieder. Das Sid hakt drauf und die Volk heilte mal die Eris. So, jetzt sind wir doch eigentlich wieder einigermaßen auf dem Damm. Mist, jetzt habe ich mit der Eris Angriff gemacht. Okay, scheiße, das war jetzt unnötig. Okay. Die Sache ist halt auch. Die Sache ist halt immer bei der Sache da.
wenn man den Gegner eigentlich angreift, oder wenn man jetzt hier die Eris zum Beispiel wiederbeleben will oder heile will, und die ist dann verstorben in der Runde, dann trifft es halt ein zufällig anderer Ausgewählter. Das ist halt das Problem bei der Sache. Jawohl, wir hennen. Das war's mit dir. Sehr gut. 3500 Erfahrung und 200 AP. Sid hat Dynamit erhalten. Das ist eine neue Limit-Attacke und die Eris ist auf Level 29. Drachenarmband haben wir auch noch gekriegt. Ohne Materia ist anscheinend auch noch tot. Das sieht stumm zu an, die Eris. Irgendeine Zeichen vom Sephiroth. Er ist verschwunden. Okay. Geht ich sage, Cloud, du darfst dich heilen. Das hast du verdient. Drachenarmband war du noch, ne? Drachenarmband. Kraftarmband, okay. War dann Drachearmband etwas für... Hier, Verrüstung. Tatsächlich Drachearmband. Okay, geil. Kriegt der Cloud, der die Sache. Und da können wir bei ihm noch... Verwandlung haben wir, glaube ich, nicht. Viel Spaß. Da packen wir, weil wir so einen schönen Slot noch frei haben. Das Reihe. Glücksbringer und... packen... Ja, da brauchen wir eigentlich nicht. Ja, von dem Zeug brauchen wir eigentlich echt nicht. Morph. Ich kann es gar nicht sagen. Was Manipulation können wir noch reinhauen. Okay, dann haben wir da noch eine Materia. Bahamut, das ist es doch. Trophäe erhalten in Kupfer Flügge. Und Drachekopf ist stilisiert abgebildet. Okay, natürlich nehmen wir dann doch eher der Bahamut. Bahamut ist eine saugeile Beschwörungsmateria. Ich glaube, das war's. Ach nee, Quatsch. Bei Limit wollte ich noch gucken, beim Sid. Und zwar hat er auch Stufe 1 Dynamit erreicht jetzt. Das ist auch eine sehr, sehr geile Limit-Attacke. Das wird euch sehr gut gefallen. Durchschwebt der Tempel in Clay. Okay, jetzt waren wir durch schon. Wir sitzen fest. Oh, okay, das ist natürlich nicht so gut. Festsitzer. Da haben wir aber hier noch was, ne? Ja, doch. Wir müssen es A wählen, tatsächlich. Wählen auch das Mosaik von den Menschen, die in Flamme stehen. Was ist denn das? Da steht etwas drauf. Schwarze Materia. Schwarze Materia. Hey, schwarze Materia. Was soll man machen, Volk? Nimm es doch einfach mal. Du wackelst. Warte mal, ich froh. Ich verstehe nicht. Was? Wirklich? Okay, was kommt raus? Sie haben gesagt, der Tempel selber sei die schwarze Materia. Was meinen die? Das ganze Gebäude hier ist also die schwarze Materia. Der gigantische Tempel, das ist die schwarze Materia. Dann kann sie sich also niemand nehmen. Schwierig. Das ist ein Modell vom Tempel und dort reden ist eine Vorrichtung, die mit jedem Rätsel was löst, kleiner wird. Aber nicht nur das Modell wird immer kleiner, sondern auch du. Am Ende ist es so klein, dass in der Handfläche Platz hat. Wenn wir also die Rätsel lösen, wird die schwarze Materie immer kleiner und wir können sie rausnehmen. Ja schon, aber es gibt einen Hoger. Du kannst das Rätsel nur im Tempel lösen. Dummerweise wird jeder, der die Rätsel löst, im Tempel zerquetscht. Versteh's, alte Volk wollte nicht, dass der gefährliche Zauber auf einfache Weise aus dem Tempel geschafft werden kann. Und so gefährlich und scheiße, lass mal besser die Finger. Nee, wir müssen eine Möglichkeit finden, sie rauszukriegen. Weil das Sephiroth hat Unmenge willige Helfer von jedem Kaliber. Es bedeutet nichts, ihr Leben für die schwarze Materie zu opfern. Hier ist er nicht sicher. Irgendwo getätschelt wieder. Also was soll man machen? Aha. PAS hat die Antwort. Dann zuckt er wieder die Schulter, geht dran und dappes. Hallo, Volk, bist du kein Sith? Ich habe alles mit A gehört. Vergiss mich nicht. Alles, was sagst, ist absolut richtig. Du kannst meinen ausgestopften Körper für die Zukunft vom Planeten nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die schwarze Materie am Sephiroth in die Hände fällt. Und die Annelien darf's auch nicht kriegen. Aber Volk, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Hab Vertrauen zu mir, ihr alle. Wegen Arcana Rival, oder? Aller gut, überlassen's mir. Beine, später müssen hier raus. Ich warte am Ausgang. Okay. Na, Allah, jetzt wissen wir Bescheid. Und da ist noch so ein Zwitter. Irgendwie finde ich das recht unpassend, war das Spiel.
Ich hätte es jetzt eher Pantower oder so genannt. So eine Mischung aus Panther und Centaur. Manometer. So, es den Stichen ab. Zahn. Nehmen Sie einen Zahn. Und haut drauf. Ach Gott, die Eris hat ihn gekillt. Wer hätte es gedacht? Ach, die kann was. Okay. Alle heute Level kriegt. Ist ach sehr cool. Und Heiltrank nehmen wir auch noch mit an der Stelle. So, dann gehen wir hier raus. Da ist noch der hier. Ah, komm schon her. Schlafe, schlafe. Ausruhen. Hab hier den MP wiederhergestellt. Und ich die Sache, nachdem ich hier gespeichert habe, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig, wo wir aus dem Tempel vom Alter Volk abhauen. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.